Herzlich willkommen zum heutigen Panorama vom Gurten, wo der 2 Tage vom Festival in vollem Gang ist. Wir haben abseits vom Gurten heute 3 Themen für euch im Gepäck. Der Gobeli Patrick steht vor dem Comeback im Sagmau, zusammen unterwegs bei der Feuerwehr Bödeli und eine spektakuläre Abfischungsaktion. Bei den Berner Schwinger geht Verletzungshex um. Auch der Gobeli Patrick hat es verwünscht. Er ist 3 Monate ausgefallen mit einem Bizepsriss. Der Obersimmentaler hat aber doppelt Glück im Unglück gehabt. Einerseits war die Verletzung weniger schlimm als zuerst befürchtet und andererseits ist sie zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Er ist nämlich zum ersten Mal Vater geworden und hat so mehr Zeit für seine Familie gehabt. Der Beitrag von Moser Manuel. Wenn man einen guten Zeitpunkt für eine Verletzung haben kann, dann ist es, ja, wenn man Vater wird in dieser Zeit, dann hat man wirklich als Sportler auch mal Zeit, ein bisschen Tempo daraus zu nehmen und ein bisschen sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Genau. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen, wo du gemerkt hast, da ist was kaputt gegangen? Boah, zuerst ist mir durch den Kopf, ja scheisse, das war es auch diese Saison. Aber dann, der Sportler tickt so, dass er denkt, ja, vielleicht längst diese Saison gleich noch für etwas. Und dann ist schon relativ schnell wieder die positiven Gefühle aufgekommen. Du hast einige Fitnessübungen wahrscheinlich gemacht in den letzten Monaten. Gibt es eine, die dir zum Hals raushängt mittlerweile? Boah, das ist noch schwierig, sich da auf eine zu fixieren, aber sicher so ein bisschen Schulterbeweglichkeit ist. Ja, ich bin jetzt nicht der beweglichste Mensch und da gibt es schon 2, 3 Übungen, die eher schwierig sind. Und da bin ich dann froh, wenn ich mich wieder auf andere Übungen konzentrieren kann. Genau. So ein Ausfall kurz vor einer Saison, was macht das auch im Kopf vielleicht? Es hat schon ein bisschen gearbeitet im Kopf. Aus jeder Verletzung lernt man irgendwie auch wieder etwas, habe ich das Gefühl. Und muss man auch das Positive daraus sehen. Jetzt war ein schöner Sommer, warm, hat man vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für etwas anderes. Jetzt bin ich viel auf dem Rennvelo, was ich vorher nicht so viel Zeit hatte. Und das habe ich für mich entdeckt. Auch halt nicht nur als Training angucken, sondern noch ein bisschen für den Kopf zu lüften. Wann sehen wir den Gobeli Patrick wieder im Sagmal und wie sehen wir ihn im Sagmal? Also, gesehen im Sagmal tut man mich am Sonntag immer am Laune schwingen. Hoffentlich wie vorher und nicht irgendwie anders. Mir wird sicher noch so ein bisschen die Wettkampfpraxis fehlen, aber ich bin ja auch schon 28 Jahre, habe schon ein bisschen Routine, wo ich das hoffentlich ein bisschen wettmachen kann. Der Gobeli Patrick geht am Sonntag sein Comeback bei Ramslauen schwingend. Jetzt kommen wir zur neuesten Folge von «Zusammen unterwegs». Mein Kollege der Pablo Sulzer war diesmal zu Besuch bei der Feuerwehr Bödeli. Der Kommandant dort, der Thomas Sommermuth, gibt uns einen Einblick in seine tägliche Arbeit und in die Fahrzeuge, die er fahren darf. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von «Zusammen unterwegs». Sie rücken aus, wenn es brennt. Und auch sonst sind sie viel im Einsatz. Die Feuerwehr Bödeli. Das Magazin gibt es seit 2016. Ein Zusammenschluss von der lokalen Feuerwehr. Gehen wir schauen, wie sie aussieht. Ciao. Salut, Pablo. Ciao Tom, Sally, freut mich. Was bist du gerade dran da? Ja, jetzt gerade eine Piquet-Schicht übernommen, 2 Wochen Piquet. Ich bin jetzt gerade schauen, was alles da ist, alles passt. Ich schaue mein persönliches Material jetzt ins Auto und die Einsätze, die allenfalls kommen oder eben auch nicht kommen, Genau. parat bin. Jederzeit parat, also wenn etwas ist, musst du gleich gehen. Ja, wenn das Alarm reinkommt, dann bin ich weg. Jetzt rücken wir aus hierher und schauen, wie es bei euch aussieht. Sehr gut, machen wir. Yes, gut. Also ich bin der Kommandant hier seit 2016. Ich war vorher Ausbildungschef und Vizekommandant. Und ich habe Freude, jeden Tag so etwas zu machen. Das ist eigentlich das Hobby zum Beruf, wenn ich es so sagen darf. Das hier ist eine Ersatzautodrehleiter. Unsere Leiterin ist jetzt 17-jährig. Die ist heute Morgen in der Innerschweiz der letzte grosse Service, den sie bekommt. Dauert etwa eine Woche. Und der Materialwart, Thomas Kaufmann, hat uns die heute geholt. Wie viele Leute sind da hier und da unterwegs? Wir haben 4 Abteilungen Feuerwehr Bödeli. Und hier ist Abteilung 1 und Abteilung 2. Das sind die Leute, die hier wohnen und hier arbeiten. Dann haben wir noch in Leissigen-Därligen, das ist die Abteilung 3. Giseltwald, oben am Brienzensee, ist die Abteilung 4. Das heisst, die ersten 10 Minuten machen die selber. Und dann rücken wir von hier aus nachrücken. Das ist ja ein Zusammenschluss, das war eine Fusion 1998. Ja, das hat sich in dem Sinne entwickelt, dass es dann natürlich
mit Unterseen, Interlaken und Matten. Es waren um die 450 Feuerwehrleute dann zumal. Und jetzt sind wir nur noch 130 Leute, dafür effizienter, schlagkräftiger. Ja. Mitmachen kann man aber immer, auch wenn man will. Mal, da habe ich Freude, wenn jemand sagt, ich will mitmachen. Das ist genau das, was wir brauchen. Ob jetzt das eine Frau ist oder ein Mann ist, das spielt keine Rolle. Einfach den Feuerwehrgeruf muss man ein bisschen haben, sonst funktioniert das nicht. Das sind Feuerwehrautos, grundsätzlich ist das ein Tanklöschfahrzeug hier. Unser Grossi, das wir hier haben, das ist Metro 13 und das ist eigentlich ein Auto mit sehr grosser Geschichte. Du bist im Gotthard gelaufen, bist ADW Gotthard die ersten 2 Jahre und ist aber jetzt unser Strassenrettungsfahrzeug. Also wenn ein Verkehrsunfall ist auf der Straße oder auf der Baustelle etwas, dann gehen wir mit diesem Auto. Und das ist eine coole Maschine. Das Herzstück sind die hydraulischen Rettungsgeräte, wo wir einen Ballastwagen oder alles solches Zeug können wir verschneiden oder aufspreizen, aufdrücken, also auframmen mit den Zylindern hier. Machst du dich an einen Einsatz erinnern? Jetzt bin ich 57, wir sind 18 in der Feuerwehr und habe 18 das andere erlebt, vor allem mit diesem Auto hier. Wenn man so Geräte braucht, dann sind das Einsätze, die vielleicht auch ihm persönlich wehtun und ihm auch traurig macht, das darf man sagen. Seit 18 in dem Fall bei der Feuerwehr? Am Anfang natürlich ist das eigentlich die Pflicht mit 18. Und da bin ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegangen, aber habe dann wirklich die Freude bekommen an dem. Bin ich mal Maschinist geworden auf einem Tanker und dann mal einen Gruppenführerkurs machen. Und das ist halt auch das Spannende der Feuerwehr. Du weißt nicht, was dich erwartet. Oder irgendwann ist, ja, dann geht hier das kleine Kästchen zu Natten. Also wenn der piepst jetzt gerade, dann bin ich weg. Dann bist du weg. Okay, dann bin ich weg. Dann machen wir jetzt gerade ein bisschen weiter. Dann machen wir weiter. Das ist ganz etwas Spezielles. Das ist ein Relikt noch vielleicht von früher. Das ist ein sogenannter P250, das ist ein Pulverlöscher. Also 250 Kilo Pulver. Also wenn wir den rausnehmen, los abführen, können wir die Umgebung verschwinden. Okay. Das ist ein Weiss und dann sehen wir nicht mehr. Aber jetzt gerade, wo es so heiß ist, ist ja Waldbrandgefahr ein Thema, oder? Es ist ein Thema hier. Vor allem die Südseite mit dem Haar. Das ist eigentlich ein sogenannter Waldbrand-Hotspot. Das ist nicht ganz einfach zum Handeln. Und für das haben wir auch Akten vorbereitet, also Planungen. Und bei dieser Planung können wir jetzt kurz reinschauen. Ist das recht? Können wir reinschauen? Wir laufen nicht her, sondern wir schnipsen es her. Ja, wir können es herschnipsen. Also. So, dann wären wir eine Station weiter. Von hier tun wir mit der FÜS, das ist die sogenannte Führungsunterstützungsgruppe, die wir gemacht haben. Die ganze Funkerei, verschiedene Pläne, die wir dort haben vorbereitet, dass sie von hier aus dieses Leiter draussen unterstützen können. Klar kommunizieren, nicht zu viel, nicht zu wenig, oder? Ja, das ist spannend. Eben, du hast vorhin gesagt, es lebt extrem, so Zeug, oder? Ja. Die Funkdisziplin ist manchmal ein Problem, oder? Aber da arbeiten wir dran, dass wir dort doch ein bisschen mehr Disziplin reinbringen. Okay, halt um Disziplin gehen wir mal eins weiter, oder? Ja, gehen wir weiter. Wir hatten ja vor 10 Wochen Waldbrand gehabt. Und das war der Waldbrand hier in diesem Gebiet. Hier. Also eigentlich bei der zweiten Wendeplatte. Und da bist du im Einsatz? Das ist bei Waldarbeiten. Hat ein Akku von einem Winkelschleifer verbrennen. Dort haben wir auch Glück gehabt, muss ich sagen, weil das Wetter nicht gekehrt. Nach 20 Minuten hat es wirklich richtig geschifft, also Abwartung geschifft. Und mit Feuerwehr Beatenberg zusammen, die haben uns top unterstützt. Die haben von oben her geschaut. Wir arbeiten ja sowieso sehr gerne und sehr gut mit den umliegenden Feuerwehren zusammen. Jetzt tue ich die Einsatzrapporte, die am Wochenende waren, verarbeiten. Es waren 4 Einsätze, dass es eben auch zur Abrechnung kommt. In das Büro gehen wir, glaube ich, noch rauf. Aber vorher gehen wir noch mal schnell zurück zu den Autos. Gehen wir schauen. Also, sehr gerne. So, dann wären wir wieder zurück. Ja, das ist das, was wir vorhin hatten, im KP, also im Grossen, ist das hier im Kleinen. Metro 3, das ist das Führungsfahrzeug. Das ist eigentlich auch wieder mit den grünen Gilets. Die kennen sich nicht, wenn es grösser ist, kommen sie raus zum Einsatzleiter auf den Standort und dort Einsatzleiter draussen im Feld unterstützen. Mit der Kantonspolizei, wo wir sehr eng zusammenarbeiten mit den Einsätzen, mit dem Rettungsdienst FMI oder mit der Rega, auch mit unseren Partnern. Dann machen wir vielleicht mal einen Abspracherapport. Aber die Alltagsereignisse, so kleine, wie wir am Freitag ein Büssi in einem Beschüttloch unten oder eine Nottüröffnung, machen wir mit diesem Fahrzeug hier. Und da ist einfach alles drauf. Wir sehen hier, wir können eben Nottüröffnungen machen, ein bisschen Wasser saugen, Öl binden. Weil so ein Tanklöschfahrzeug ist, können wir natürlich auch löschen. Und hier wieder zum Löschen, ein bisschen beleuchten. Natürlich Signalisation, Verkehr. Und das ist eigentlich der kleine Brütsch. Wir hier Metro 11 und dann ist noch Metro 21, sind die grösseren Tanklöschfahrzeuge. Also ein Yachtplatz in der Kabine, über 3000 Liter Wasser, die wir da mitnehmen. Weißt du, wenn das letzte Mal der ungefähr ausgerückt ist? Ja, der rückt in der Woche sicher einmal aus. Ja. Der ist gerade am Mittwoch am Abend, ist nicht bei so einem kleinen Waldbrand oder auf Verbönnungen, mit Wöllen entstehen. Und eben auch hier, das ist wirklich alles. Es ist wirklich ein cooles Fahrzeug, weil wir eben da wirklich sehr viel machen können. Haufen Leute mitnehmen. Ja. Das ist wirklich ein fahrendes Magazin, das wir eben
Ja, das ist eine coole Maschine. Ja. Also der Fahrer ist immer der Maschinist. Tut dann hier die Wasserabgabe steuern. Ja. Nein, es ist wunderschön, so etwas, wenn man das fahren darf, muss ich sagen. Ich spüre gerade deine Freude, wenn du das mir zeigst, oder? Ja, das fängt. Ja, Mechaniker gelernt mal vor Jahren. Und wenn ich das sehe, oder wie das Bauen ist, oder, das macht immer halt Freude aus dem raus. Schöner Motor, es tönt ein bisschen, tut ein bisschen. Das ist cool, oder? Und das ist etwas Spezielles, was auch nicht alle haben. Das ist der sogenannte mobile Grossventilator. Da können wir eben Strassentunnel entrauchen, grosse Einstellhallen, die Rauchgas, die warmen Rauchgas rausdrücken. Wir waren schon gegen Sauerstoffen mit dem. Wir waren in den Tälern. Und draussen ist ein kleiner Heliport hier vor dem Magazin. Und da können wir von hier aus, wenn wir wollen, direkt fliegen. Und wenn du Einsatz gehst, bist du gerade so angelegt? Also, jetzt ein leichter technischer Einsatz. Da gehen wir so. Und je nachdem, was für eine Meldung ist, tun wir natürlich umziehen. Ja, wir haben ja Garderobe. Gehen wir schnell schauen? Ja, sehr gerne. Ja, so, also Garderobe. Wir haben 2 Garderoben. Ja. Hier sind die Damen. Ja. Wir haben ungefähr 10% Damenanteil. Die haben ihre eigene Garderobe hier. Und die Herren sind hier. Genau. Hier hat jeder seinen Platz. Also Es gibt sicher auch Momente, die schön sind und Momente, die wirklich auch schwierig sind. Unfälle oder eben auch Brände, und man vielleicht jemanden schlecht kann retten oder spät kann retten. Das tut uns alle wirklich betreffen und macht es eben auch traurig. Und für das da hocken wir auch zusammen. Wir haben oben so einen schönen runden Tisch, so ein bisschen eine Kropflehre machen. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir die Möglichkeit über Gebäudeversicherung, also über ein Debriefing, können wir dort unsere Hilfe noch holen, wenn wir es wollen oder brauchen. Gibt es da viele so gesellige Momente, Sachen, wo man dann auch ein bisschen freudig austauscht, stolz so ist, wenn man etwas vielleicht auch sauber geschafft hat? Oder? Ja, also wenn wir auch von den Einsätzen Feedback bekommen, oder von Betroffenen, hey, wo die sind gekommen, haben wir gemerkt, es geht etwas und es wird uns geholfen. Wo wir vielleicht ein kleines Dankeskärtchen machen, ja, da haben wir immer Freude. Und die Leute, die alle hier Garderobe haben, ich meine, der grösste Teil, die arbeiten durch den Tag, aber morgen um 2 kommen sie eben auch und dann morgen um 6 wieder auf den Bügel. Das ist wirklich Hut ab von meinen Kameradinnen und Kameraden, die immer für uns da sind. Schon dürfen wir auch hier hinschauen, bei Feuerwehr Bödeli. Genau, Also. können wir noch so ein bisschen, sagen sie Teppichetage auf, wir haben zwar keinen Teppich, sehen wir jetzt den. Also, machst du nichts, ja? Also. So, da wären wir. Ja, Teppichetage, da sehen wir etwa, was alles hier oben ist. Ja. Aber wenn wir vom Boden schauen, das ist also kein Teppich, das ist so ein Industrieparkett. Eben das Sekretariat ist hier vorne, das ist der Toni Sutter, der 40% bei uns arbeitet. Und vordran ist auch noch hier der Vizekommandant, der Michael Steiner. Hier ist mein kleiner Reich da. Das ist meine Feuerwehr, das ist eine Plattform für Gebäudeversicherung. Da kann ich Rapporte daraus machen. Das ist jetzt die Rettung, die war. Das war jetzt eben das Büsse, das du erwähnt hast. Das war die Büsse. Da sieht man, hat man angetroffen. Was war der Entschluss? Eine wichtige Frage habe ich da aber noch. Das Büsse ist gerettet worden, oder? Das Büsse ist gerettet worden, ja. Es hat nicht so super mehr ausgesehen. Nein, aber rausgekommen. Es ist rausgekommen, ja. Sehr schön. Wir haben jetzt noch eine Station, wo du mich noch herführst, oder? Wir haben noch, eben, wie gesagt, die Leiter, die ist gekommen, jetzt hier, die Ersatzleiter. Jetzt haben wir geschaut, wie der Thomas die rein tut, dass wir arbeiten können. Gehen wir wieder ab aus der Teppichetage. Genau. Haben wir noch etwas? Ja, jetzt Thomas die Leiter rein. Wie hoch kann überhaupt das Ding da ausgefahren werden? Weißt du, Ja, also das ist eigentlich eine 30 oder 32 Meter Leiter. Also 30 Meter der Park und dann können wir noch 2 Meter austeleskopieren oben. Weil jetzt haben wir hier das Material parat, das jetzt auf die Leiter kommt. Und jetzt kommt das wieder drauf hier und dann sind wir ready. Dann sind wir ready. Was gehört zu dir dazu, wenn du so einen guten Tag hast, wenn du hier rausläufst? Ich bin zufrieden, wenn ich meine Tagesarbeit machen konnte. Und eben, wenn jetzt ein Einsatz war, wenn das ein guter Einsatz war, gut helfen konnte, ja, dann sind wir zufrieden. Es macht einmal nichts, wenn die Tore den ganzen Tag zu sind und kein Fahrzeug rausgeht. Das ist nämlich auch geil. Da hat niemand ein Problem gehabt, hat niemand Hilfe gebraucht. Das ist auch schön. Ich freue mich, dass die Tore für uns heute offen waren. Merci vielmals, Tom, für den Rundgang. Merci. Spannend war hier bei euch bei der Feuerwehr Bödeli. Ich hoffe, für euch war es auch spannend zu Schauen. Die neue Folge «Zusammen unterwegs» war das. Wenn ihr auch eine Geschichte habt, die ihr euch erzählt, dann meldet euch bei uns via plattformj.ch oder nutzt unsere App. Ich bedanke mich fürs Hinschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Ciao zusammen. Nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Natur hat mit der starken Hitze und der Trockenheit der letzten Wochen zu kämpfen. Bei gewissen Flüssen ist die Situation so prekär, dass der Kanton zur Notabfischung greifen musste. Eine spektakuläre Aktion hat es bei Emmen gegeben. Hier seht ihr sie.
wo man dann hochkommt, dann kann ich den Netz unten dran haben. Gross habe ich etwa 8, 6 oder 8 habe ich gezählt, nächtiger von der Gross. Hoffen wir, dass es gleich mehr kommt, regnen. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, erfahrt ihr, wenn ihr noch kurz dran bleibt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch und wünsche euch einen schönen Abend. Wie immer findet ihr die ausführlichen Beiträge zu den heutigen Themen auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Merci fürs Einschalten und einen schönen Abend zusammen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Es freut mich sehr, Sie wieder zu sehen. Ja, mit der Hitzewelle ist es vorerst mal vorbei. Dafür erwarten wir heute am Abend und morgen lokal heftige Gewitter. Das Wetter zeigt sich wechselhaft. Ein Höhetief über der Nordsee sorgt für instabile Luftmasse und bringt uns ein erhöhtes Gewitterrisiko. Und gleichzeitig fließt von Westen her spürbar kühlere Luft ein. Nach einer gewitterhaften Nacht startet der Freitag mit längeren sonnige Phasen, Regen und Gewitter. Temperaturen liegen in Bern bei rund 18 Grad. Am Nachmittag nimmt die Gewitterneigung tendenziell zu, wenn sie schon vorher auftreten können. Lokal sind kräftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen möglich und abseits davon bläst ein mäßiger Südwest- bis Westwind und mit sommerlichen Temperaturen bleibt es warm, aber nicht heiß. Auf den Bergen bläst ein starker, in Gewitternähe ein stürmischer Westwind. Es geht am Wochenende wechselhaft mit ein bisschen Sonne sowie einzelnen Regengüssen oder Gewitter weiter und am Montag setzt sich dann recht sonniges und angenehmer Sommerwetter durch bei Temperaturen um die 24 Grad. Aber der Endspurt ins Wochenende bringt Sonne, Wolken und lokal kräftige Gewitter. Es bleibt sommerlich warm, aber die grosse Hitze macht ausser im Süden erstmal eine Pause. Das war schon wieder Ihre Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.